Ihr könnt froh sein, dass ich nicht die Polizei einschalte. Euren Eltern will ich die Weihnacht nicht verderben. Aber nach dem Fest werden sie die Wahrheit über ihren Nachwuchs schon zu hören bekommen. Und euren Lohn könnt ihr natürlich auch vergessen. Steffi, bitte, du musst mir glauben. Ich habe die CD wirklich nicht... Für was haltest du mich eigentlich? Natürlich weiss ich, dass du die CD nicht geklaut hast. Ah, danke schön. Du glaubst mir. Kalle ist ein Stein vom Herz gefallen. Dass die Steffi ihm geglaubt hat, war total beruhigend für den Kalle. Er war wahnsinnig verrückt und hat über den Blumenthal geschumpfen wie ein Rohrspatz. Ey Mann, wisst ihr, was los ist? Zuerst hat der Gartenzwerg zum Verkaufsleiter müssen. Dann ist er mit einem hochroten Stein zurückgekommen und hat uns weggejagt und gesagt, ihr seid schuld dran. Spinnt da oder was? So schnell und so ruhig, wie es nur gegangen ist, hat Steffi alles erklärt. Der Kalle, ein Dieb. Die haben wirklich einen Knall. Hey, jetzt habe ich endgültig genug von dem Mängelmist. Kommt, so schnell wie möglich raus da. Nach dem Frust von dem Tag hat Steffi allen 4 einen Hamburger spendiert. Mit dem Geld aus dem Brustbeutel. Wo sie sich gestärkt haben, ist es ihnen besser gegangen und sie haben auch wieder miteinander lachen. Je länger sie über den CD-Diebstahl geschwätzt haben, umso mehr sind sie verrückt worden. Wer hat dem Kalle die CD untergejubelt? Und warum? Am Sonntag haben alle 4 ihren Eltern von dem Vorfall erzählt. Die haben das natürlich nicht sitzen lassen auf ihren Kind und haben abgemacht, dass sie nach der Weihnacht zum Horti gehen und alles aufklären wollen. Ah, ciao zusammen, da sind wir ja endlich. Hoi Kalle. Ja, hallo Kalle. Was ist denn los? Wieso bist du so nervös? Ich muss etwas mit euch besprechen. Ja, was denn? Schieß los. Was denn? Eine dämlichere Frage kommt da auch nicht in den Sinn, hä? Ich wollte mit euch darüber reden, dass man mich fälschlicherweise für ein Verbrechen verantwortlich macht. Verbrechen? Ist das, nicht leicht übertrieben? Du hast ja auch nicht die Beschuldigungen anhören. Was haltet ihr von dieser beknackten Idee, dass unsere Erzeuger mit uns zum Horti kommen? Das fragst du noch. Beknackt ist gar kein Ausdruck. Da sind wir ja schon mitten im Thema. Ich gehe auf keinen Fall mit meinen Eltern dorthin. Wisst ihr, was meine Mutter gesagt hat? Sie gibt nicht in der Ruhe, bis sich der Grossmann, der Stele und der Gartenzwerg bei mir entschuldigen. Und zwar öffentlich. Wahrscheinlich noch in der Zeitung und die ganze Schule lacht über mich.